tiefen, verschneiten Bergen hat es Link verschlagen. Hier zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und ich würde sagen, das erste Mal seit einiger Zeit, das Wetter mal ein bisschen ansprechend, also nicht hier im Spiel, sondern auch im Real Life. Gut, im Real Life haben wir jetzt nicht gerade in die minus 10 und minus 20 Grad, wie hier, sondern es ist noch ein bisschen angenehmer, trotzdem. Ja, Winter. Nein, vor allem auf den Herbst, muss ich zugeben. Auf den Herbst. Auch wenn sagen wir, das Video jetzt hier erscheint, dürfte langsam sicher Legend of Zelda Echoes of Wisdom kommen. Ja, Nachfolger nicht direkt, ne, ist auf den nächsten Teil der Reihe. Und ich muss das Ganze dazugeben, einerseits bin ich gehypt aufgrund der Landschaft, vom Aussehen vom Spiel her und so, weil ein bisschen was anderes ist als hier Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild und so, aber andererseits mit Zelda spielen, kein richtiges Kampfsystem, obwohl soll, naja, okay. Also man kann es nur überraschen lassen, aber das ist ein anderes Thema. Muss du jeder für sich selber entscheiden. Und solange sowieso das Spiel noch zockt, wird kein anderes Zelda-Spiel noch anfangen zu Let's Playen. Zumal ja im Oktober auch ein ganz anderes, geiles Let's Play erscheint. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Übrigens, was macht Link da? Ja, ihr seht richtig, mein Maus ist immer kaputt gegangen. Warum? Ich dachte mir so offscreen-mäßig, hey komm, kannst du da mal ein bisschen in den Untergrund gehen und ein bisschen Bomben farmen. Ne? Hat also unter anderem gemacht. Klar, noch ein paar Irrknospen waren dabei und die anderen. Wo sind die Qualmerlinge? Na egal. Die auf alle Fälle auch noch und ja, dabei ging halt das Marschall wieder mal kaputt. Ne? Was willst du machen? Das Teil geht immer kaputt, insofern. Shit happens. Apropos Shit happens, das denkt der jetzt nämlich gleich auch. Oder Link denkt sich, wie auch immer. Oh. Freunde, das müsst ihr machen, ne? Ich hab da. Ist schwierig gerade. Danke. Ah. Sidon, los geht's. In den Arsch, das war der Finisher. So, was wollen wir denn eigentlich heute machen? Ne? Also, letzte Folge hatte ich ein bisschen was erwähnt, von wegen hier die Berge ein bisschen machen. Ne? Natürlich hier zu den Schreinen noch hingehen, den haben wir schon mal angeguckt. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich hier schon mal hier im Schrein bin, hier mit der Höhle, die noch machen will. Wir laufen langsam sicher auf die Folge 200 zu und da spätestens machen wir wieder weiter mit der Hauptstory. Und sprich dann geht es ja hier wieder nach nicht Anelne, sondern in die Faerun-Region. Und hier Gerudo und so gibt es ja nicht mehr so viel zu tun. Also wir sind schon gut dabei im Großen und Ganzen. Ja, auch eben den Schreinen, eben ein paar haben wir natürlich noch, da ist klar. Auch oben im Himmel gibt es noch ein paar, aber es werden immer weniger. Und das ist doch geil. Wir haben hier so in der kommenden natürlich noch mit der Hauptstory, die wir relativ bald mal durchhaben und ja, gibt es noch ein paar Dinge zu tun, das eine oder andere. An Tanzapfen, okay. Oh. Also ja, der Quatsch, wenn wir gesagt haben, naja, ein Quammerling draufgehen, das wäre eine Option, da wäre tatsächlich ein Irrknospen. Zu sagen, yo Digi, mach die noch platt. Hä? Braucht man sagen, sonst eine rote Bocklinge? Verstehe ich gar nicht. Was macht man da? Was macht man da? Das hier. So, dann wisst ihr was, machen wir sie anders. Und wenn schon das Marschwert nicht geht, muss ich natürlich irgendwas anderes nehmen, was ordentlich reinhaut. Ich könnte eigentlich mal, warum nicht? Okay, ich hoffe, das macht ein bisschen mehr Damage. Also, habe ich den überhaupt schon mal fotografiert? Habe ich. Okay, wundert mich ein bisschen. Oh. Hey! Das ist eigentlich schon ein bisschen fies. Aber ich finde es geil. So.
Ja, kannst du machen, wenn du genug davon hast, ne? Ablegen, voila. Da lacht das Herz. Königs zwei Hände und Hülle Verroste, was soll es sonst sein? Wie sieht's denn hier aus mit den ganzen Waffen? Ne? Noch aus den Zweihänder. Ich habe Elsternlanze. Ja, lieber das Ding hier mit. Bockbogen. So verzweifelt bin ich jetzt noch nicht. Nein, will ich den nicht machen. Pfeile fahren wäre wieder mal was. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles Schönes haben. Ja, ich habe von der Welt mit Zelda Echoes of Wisdom hin und her überlegt. Weil jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier kommt, könnte Tears of the Kingdom aktuell das einzige Let's Play, oder fast das einzige Let's Play, das andere schon durch ist. Da habe ich halt so überlegt, okay, machst halt dann beides gerade gleichzeitig und machst den Fokus mehr auf Tears of the Kingdom und da schneller durchkommst und so. Und dann, ja, aber eben dann im Oktober kommt schon ein anderes Spiel, also ich unbedingt zum Launch, da gibt es keinen Drumherum. Das neue Dragon Ball Spiel natürlich zocken will und ja. Oh, nochmal was anderes unten. Habe ich doch richtig. Ja, ich hab's auch gesehen hinter mir. Da habe ich auch gesehen. Einmal. Aber saugut versteckt, ey. Junge, Junge. Hab ich auch nur gesehen, weil ich letztens mal die Helligkeit, also sprich den Kontrast, besser gesagt, nicht die Helligkeit, den Kontrast auf meinem Gerät mal ein bisschen, mein Gerät mal ein bisschen optimiert habe, weil ich dachte, ja, warum nicht? Das war eine gute Idee. Oh. Schon fertig hier. Hä? Ist eine Abkürzung nach oben hier? Wäre eigentlich ja cool. Ach du Scheiße, hier ist wieder alles los. Was zum Scheiß Wind? Tuli muss mir ganz kurz ein bisschen helfen. Die Kiste vielleicht mit der Ultran drüber holen können, aber so geht's auch. Ein Eisvogelschwert. Okay. Ah, hallo Maserschwert, da bist du wieder. Du faules Stück. So. Jetzt geht's ins Eingemachte. Da oben ist... Ach du Scheiße. Was sind hier für Spießgesellen? Normalen Hobelin aber noch nicht. Okay. Also Album kommentieren, offscreen wird auch ein Spaß. Ah! Weißt du was? Ah. Hä? Das hat einfach aufgehört. Mädel, was ist mit dir? Oh, diese weißen Kräfte, ganz ehrlich. Ich vermisse meine Reckenkräfte aus dem Vorgänger. Aber im Original hieß sie Champions, ne? Hä, du bist normaler? Ja. Tatsache. Jetzt nochmal so eine Truhe. Ja, die Hülle selbst habe ich. Jo. Da ist ein Haken dran. Ja, die Sache hat auf eine Art und Weise noch einen Haken, auf eine andere Art und Weise nicht. Langstock mit Soldatenlanze. WTF. Eine 20er Grundbasisstärke. Ja. Ja, wobei Langstock vielleicht, warum nicht?
Kann man machen. Was ist denn da drüben noch? Nichts Spezielles, okay. Woher kommt denn der scheiß Wind? Hallo, Krog? Doch nicht. Ja, ab und zu liegen mit den Krogs ja richtig. Wenn nach oben, ohne Bombe. Was ist das für ein Eingang hier? Wenn ich noch eine Karte habe. Arschkalt. Okay, direkt hier. Nicht schlecht. Hier müsste, glaube ich, der Eisding gewesen sein. Der Eisgyros wollte ich gerade sagen. Nein, der Eisgriok, so. Da lacht das Herz. Hallo? Ja, toll. Okay, dann nach da, wieder nach unten. Dann machen wir es hier ein bisschen anders. Ich werde gleich saumäßig frieren, ihr seht es schon. Ja, Link hat kalt. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Kälteschutz, so. Da ist der Turm. So, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Ich muss aber zugeben, was wir gerade schon vom neuen Zelda-Teil hatten, ich bin froh, dass wieder mal auch von den Dungeons her, oder so wie es generell aussieht, Open World technisch, oder eben nicht Open World technisch, sondern eher halt wieder ein klassisches Zelda ist. Ne? Ich meine, nichts gegen Tears of the Kingdom und Breath of the Wild, aber die haben, glaube ich, manchem Spiel ein bisschen Rest gegeben. Gerade bei Breath of the Wild dachte man sich so, wow, da ist ja riesig und so, da ist so viel zu tun. Zum Teil natürlich auch leere Landschaften und so, okay, dann kam Tears of the Kingdom. Gut, leere Landschaft haben wir hier zum Teil auch. Einiges haben wir besser gemacht, anderes, wie die scheiß weißen Fähigkeiten, haben wir schlechter gemacht. Also ist meine Meinung. Und ja, es sind so Dinge, ne? Und sie dann fragen, musste das so sein? Und ja, gut, Svenka, soll der hier oben sein? Der scheiß Schrein? Ja, super. Achso, ja, Moment, ich weiß ja, wer hat gemeint ist. Ja, stimmt, okay. Und ja, eben solche Dinge, wo man sich dann vielleicht sagt, hey, ja, so die ganze Technik dahinter, die Idee mit den Schreinen, oder ja, hier natürlich schon Schreine, aber andere Schreine halt, der Tempel und so, ganz cool gemacht, Story, jetzt mit Ganondorf und so, auch cool. Obwohl ja, wie ich letztens mitbekommen habe, hat Nintendo die Timeline abgedatet und angeblich soll Tears of the Kingdom Breath of the Wild eine eigenständige Timeline sein. Das hingegen finde ich schon auch seltsam, ich frage mich, woher das die Idee plötzlich kam. Ich meine, klar, das Ganze mit den anderen 3 Timelines zu verbinden, zu verheiraten, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Aber so einfach zu sagen, benutzt du einfach so wie es ist, das ist ähnlich wie damals mit der Erklärung von wegen, warum es in Tears of the Kingdom keine Sheikah-Technologie mehr gibt. Ne? Also keine Wächter aus dem Vorgänger mehr, kein Titanen mehr. Wegen die sind einfach weg, fertig. So quasi, ja, da macht das Nintendo halt ein bisschen einfach, ne? Deswegen hoffe ich ja schon, dass man das dann mit der Zeit nochmal ein bisschen updatet. Denn, seien wir ehrlich, klar, rein jetzt auch nach dem, was wir hier in dem Spiel erfahren haben, was so quasi die Gründung von Hyrule betrifft, nach Ganondorf und so, kann man natürlich schon auch denken, ja, das ist halt nicht einfach Ocarina of Time aufgebaut, weil es keinen direkten Bezug drauf hat, obwohl wir damals dachten bei Breath of the Wild, im Namen der Titanen, ne, wie Vadarunia, Vadaboris und so, wären doch die Namen der Weißen aus Ocarina of Time. Aber jetzt mittlerweile können Sie auch sagen, okay, vielleicht waren es ja die Namen der Weißen aus der Vergangenheit von Tears of the Kingdom. Oder Breath of the Wild halt, ne, also beides. Von Gründungszeitalter mit König Rauru, ne, mit dem Sonau. Wäre auch eine Variante, aber dann trotzdem, mein das mit der Göttin Hylia, die Geschichte. Das mit dem Masterschwert, ja,
ist ein Ding, das hoffe ich natürlich auch. Master Schwert oder auch mit Fei, die ja irgendwann zu Zelda auch spricht. Ich hoffe schon, dass man irgendwann das mal updatet, ne? Und sei es nur, dass es darum geht, zu sagen, hey, es gab mal einen Krieg in Hyrule. Das geschah lange nach Twilight Princess, Wind Waker und Co. In diesem Krieg wurde Hyrule zerstört. Könnte auch wegen Ganondorf zum Beispiel, könnte auch alles sein. Und dann kam eben das, sag jetzt mal, neue Zeitalter, wo die Sonne vom Himmel herabstiegen, vielleicht sogar den Hylianen geholfen haben, ne? Dadurch, ja, sich da wieder zu erheben, wenn man so will. Und deswegen gab es natürlich auch quasi ein neues Hyrule. Mit König Rauro als am ersten König. Okay, das ist noch ein Rock. Und anscheinend einfach so sichtbar ist. Ah, hätte komplett das Ding anziehen müssen, ne? Na toll. Ach Jungs, aber manchmal ein bisschen zu schnell. Großer Bumerang. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen. Ne? Soll ja auch bald, ich glaube jetzt aktuell schon, soll das neue, die neue Masterworks Edition raus sein. Gab es damals über Breath of the Wild auch, wo es ja auch um die Geschichte nochmal ging. Nähere Erzählungen über die Champions und so weiter und so fort. Das soll es nochmal hier zu dem Spiel ja auch geben. Und da denke ich mir so, doch, das klingt interessant. Aber ich hoffe, es wird einiges anständig erklärt und so, ne? Gut, den machen wir jetzt einmal nicht, den haben wir jetzt einmal aktiviert. Das Heber-Riesenfossil, genau, da will ich eigentlich hin. Geht da jetzt wieder zu Fuß hin? Ne, warum nicht, ne? Hat den Vorteil, dass Link jetzt nicht mehr so kalt sein dürfen. Ne? Da ist ein Punkt im Spiel, der mir jetzt noch ein bisschen fehlt. Quasi, wenn ich sage, okay, ich bin im Stillstand, da mache ich auch keine Geräusche, klar. Dann würde ich quasi auch mehr frieren. Je länger ich jetzt einfach so stillstehen würde, desto mehr würde ich jetzt frieren, obwohl ich wärmende Klamotten anhabe. Zwar wenn ich bewege, mache ich auch Geräusche, aber mir würde wieder wärmer werden. Es müsste so krass sein, dass es gerade irgendwie 3 Balken nur so hoch geht, aber ein bisschen das inkludiert wird, fände ich schon geil. Vielleicht von einem potenziellen Nachfolger. Ne? Es gab ja auch schon irgendwie Hinweise darauf, dass es, ja, wie soll man sagen, dass quasi noch ein drittes Spiel geben soll, oder eigentlich auch geplant ist, quasi wirklich ein Breath of the Wild 2 und nicht nur Tears of the Kingdom. Weil, und da muss man halt doch zugeben, Tears of the Kingdom widerspricht in vielen Dingen ein bisschen Breath of the Wild. Da weiß ich widersprechen, ich meine, bei Breath of the Wild, du hattest Hinweise auf die Sonar, da hattest damals aber, es hätte mit dem Barbaren-Set zu tun und dass die Sonar eigentlich ein Volk von Barbaren waren. Also das, was wir hier raus gemacht haben und eben keinen Bezug mehr zur Sheikah-Technologie, außer dem scheiß Pura-Pad, neben der Sheikah-Pad, den Sheikah-Stein und so, gibt es schon ein paar Dinge, wo ich mal sage, das wird das so geplant oder eben auch, weil irgendwie mal die Idee war, die Geschichte hier mit Ganondorf zu erklären, ne, quasi der Ursprung von der Verehrung Ganon, das ist eigentlich mal als großes DLC geplant gewesen für Breath of the Wild. Dann dachte man sich aber, okay, jetzt hast du neue Fähigkeiten und so, warum nicht gleich ein neues Spiel draus machen? Deswegen denke ich mir so, ein Breath of the Wild 2 wäre schon auf eine Art und Weise cool. Irgendwie. Aber es muss unbedingt einen Faktor eigentlich loswerden. Und zwar den, dass eigentlich komplett Hyrule immer noch so gesehen zerstört ist und vor allem nichts zu bieten hat. Klar, du hast da die einzelnen Dörfer und so, aber wenn du dir halt das Breath of the Wild kennst, denkst du dir, ja, es gibt ein paar kleine Unterschiede, aber sonst ist nicht viel neu. Und das ist halt trotz allem noch schade. Aber schade, wo zum Henker bin ich hier? Ich war schon auf dem höchsten Punkt hier überhaupt ganz Hyrule.
Dass es nicht noch kälter wird, krass. Ich meine, ich habe erst 2 Teile vom Outfit an, ne? Ich könnte eigentlich noch ein drittes anziehen. Der Link ist gut, ist gut. Wir haben es gleich, Kumpel. Okay, direkt angefroren. Achso, das ist nur der Quatsch. Moment. Und ein Krog. Ich dachte, das wäre eine Truhe. 30, da kann ich wieder ein Upgrade machen. Und die Frage ist halt, welches, ne? Achtung, Felssturz! Okay. Schon der Punkt hier oben. Junge, sind wir hoch. Warte mal, ich habe doch hier... Soll ich den wegnehmen und dafür hier hin? Weil ich meine, ich habe hier einen Turm. Ich habe da einen Turm und hier hinten was zu haben, wäre schon nicht schlecht. Platzieren bitte. Dankeschön. Also, das Hebra-Riesenfossil, ne? Ist ja hier. Da bin ich gerade dran vorbeigelatscht. Natürlich die Frage, ist es sehr weit unten in dem Fall? Komm, also was, nehmen wir mal mit. Wir sind eigentlich nochmal zurück in die Wüste, wa? Da haben wir auch noch eine Quest, die wir noch nicht abgeschlossen haben. Also eigentlich sogar 2. Geht zum einen dort noch um die Geschichte mit dem Strudel, mit dem Sandstrudel. Und noch nicht genau weiß, wo zum Ende der Weg sein soll. Geht's denn hier hin? Ja, Heberesen-Musik tatsächlich. Und noch etwas. Ah ja, genau. Das Ding, ich hab's doch noch markiert. Hier, genau. Mit dem Ruino und gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe mittlerweile herausgefunden, was das Problem ist. Oh. Ja, hier ist ein Riesenfossil. Hallo, Mr. Jäger. Oh, nee, doch nicht. Das Gerät ist futsch, wa? Ja, dann muss ich das halt wieder zusammensetzen, ne? Hilft nichts. Geht das überhaupt? Was sagt denn eigentlich das Tagebuch? Sondern Gänse wundern können. Ja, aber... Man kann es vielleicht irgendwie anders zusammenpacken oder so, oder Pseudoknochen erfinden. Ach du Scheiße, das wird dauern. Vielleicht irgendwie wegsprengen oder so, weil ich glaube nicht mehr so viele Bomben, oder? Ah doch! Wo kommen sie plötzlich die Bomben her? Nein, der Trick geht nicht. Mal hier von ja genug. Das packen kann ich sicher auch nicht, ne, eben. Ah, hier ist so ein Stück Knochen, wow, und dann kann ich das irgendwie anpacken. Aua. So, das geht. Ja, machen wir so. Ja, das sind wir von Zauberhand.
Okay. Steht schon das drin? Bernstein. Naja. Waren schon in der Nähe. Hä? Wo? Ah, er hat schon den gefunden. Krass. Steinsalz. Ansonsten nichts zu tun, ja, ne? Ups. Ich bin Eislosser. Ich überlege gerade sonst, was man von einem anderen oder einem weiteren Open-World-Cell wie diesem hier wünschen würde. Kleinerseits soll es eine Story sein, die Open-World-mäßig ist, wie wir es jetzt hier haben und auch beim Vorgänger. Bei Breath of the Wild. Andererseits denke ich mir halt auch storytechnisch muss natürlich halt auch spannend bleiben. Das haben wir hier zum Teil auch. Aber vielleicht doch ein bisschen mehr Spannung wie bei einem Spiel wie Twilight Princess. Oder, ja, ich persönlich finde halt auch Skyward so cool, von dem her, von der Story her. Ocarina of Time, ne? Aber so gewisse Elemente, Story-Elemente, die einem halt auch plötzlich während des Spiels plötzlich wahnsinnig überraschen können und müssen. Voll überraschend, da ist nochmal was. So wie wir es hier im Prinzip ja auch hatten bei Schloss Hyrule, ne? Wo plötzlich Gandalf aufgetaucht ist zum einen. Und zum anderen, ich krieg's nicht raus. Und zum anderen dann natürlich auch die Geschichte mit dem 5. Weißen, ne? So Dinge, die du überhaupt nicht erwartest und das ganze Spiel ein bisschen auf den Kopf stellt. Oder wie bei Twilight Princess, so Santo auf deiner dritten Tempel und du dir denkst, what the fuck, was soll das? Wieso habe ich überhaupt alles gemacht? Und ja, also am Arsch ist, man doch mit dem legendären Masterschwert belohnt wird. Naja, solche Dinge halt. Achtung! Ja, wir sind da hoch. Warte mal. Achso! Was ist denn hier kaputt? So, jetzt sollst du doch eigentlich happy sein, ne? Oh Gott, eine ganze Wege da hochlatschen. Ah, hier ist noch einer, schön. Ah, das ist eine Scheißhöhle, aber was hier alles für Dinger gibt, schätze. Das kann man schon mal kurz markieren. Bernstein. Ist mir runtergeplumpst. Das ist natürlich ein bisschen doof, okay. Ja, hat durchaus ein paar Dinge. Tiere gibt es ja auch noch. Meine Güte. Wo ist er jetzt? Haben wir vorhin gesehen. Hä? Wo ist er hin verschwunden? Ach, da. Schön aufladen. Alter! Das müssen Schmerzen sein, ey. Junge, Junge. Sechs Stück. Ich will ihn komplett sehen. Ja, tust du doch. Nein, guck doch mal. Ist alles gut.
Das ist eine ganz gemacht, stimmt's? Ah, danke schön. Oder danke dir. Oh, ein Gerudo. Ja, okay, dann müssen wir sowieso nochmal hin. Ja, auch einen Punkt mit Koga, ne? Das mit Koga und den Liga und so haben wir eigentlich überlegt, machen wir, nachdem wir im 5. Tempel waren, oder soweit mit der Story dort sind, dass wir sagen kann, okay, jetzt fehlt nur noch der Tempel, dass wir quasi noch vor dem Tempel machen, ne? Da wäre eine Option. Ja, okay, geht's dann nach unten. Das wäre durchaus auch eine Option, Leute. Um so dann halt quasi sagen, okay, der 5. Ligen, das haben wir, und dann quasi alles ein bisschen abzuschließen. Ne? Also die restlichen Untergrundarenen, die natürlich noch wichtig sind, gerade auch noch für die restlichen Rüstungen und so weiter und so fort. Aber Dinge halt. Nein, Moment. Nicht in die Richtung, sondern wir müssen in die. Denn irgendwo hier ist ja ein Schrein. Ja, wenn er natürlich auch richtig fliegen würde, wäre es auch ganz gut. Also weiter unten ist nämlich auch an. Ja gut, dass der in der Höhle drin sein muss, das sehe ich hier auch, ne? Also. Wenn schon näher eine Höhle ist, dann geht es gar nicht anders. Huch! Linkte Baumkletterer. Oh. Dann halt so. Okay, ich sehe schon, ihr hattet da ein paar Gegner drin. Hat sie ja noch ein bisschen was Sinnvolles, wie ein paar Truhen. Toll, schmilzt sie vorne auch. Sag mal, habt es langsam hier. Mal 10. Dann tut doch nice. Also hier ist ein Gegner drin, deswegen mache ich ja nichts. Hat auch nichts Besonderes drin zu sein. Diese ungebetenen Gäste. Okay, das sieht mir nach einem anderen Thema aus. Huch. Was bist du jetzt für einer? Ernsthaft? Da muss ich vielleicht hier hin. Noch tiefer, ernsthaft? Oh, Kacke. Sind ein paar zu viele.
So, der Typ da fehlt noch. Ein Ritterbogen. Na, endlich mal. Schildtasche ist leider... Ja gut, das sind natürlich die Dinge, die ich eigentlich sowieso ablegen wollte. Aber wir haben ja auch gesehen, dass es die Dinge sowieso wieder zuhauf gibt. Schild mit Schild der Winde. Na komm. Königsschild kann man immer gebrauchen. So. Wir sind kurz davor. Wir wollen dann ganz kurz den Schrein finden und aktivieren zumindest. Junge, gut versteckt hier alles. Ich habe 125 von einem Elektroding, muss ich auch mal nutzen. Was mir auch fehlt, ist eine Option, dass ich nicht nur die Waffe werfen kann, sondern direkt auch die Items. Ne? Weil jetzt muss ich immer zuerst die Waffen werfen. Ne? Da muss ich Material auswählen, wenn das irgendwie anders gehe. Da ginge, wäre es auch nett. So. War klar, dass er noch nicht mit der Höhle war. Was soll denn da sonst noch sein? Warte mal. Ein bisschen zur Seite gehen, damit ich nachher den kriege. Den noch kriege. So. Jetzt auch gemacht. Fehlt noch der Schrein zum Aktivieren. Dann hätten wir den auch, ne? Und hier oben. Wo war es jetzt überhaupt? Ah, hier. Ja, das war, glaube ich, der Schrein. Der hat damit eine Quest zu tun, ne? Deswegen hat er hier den Tempel. Oh, scheiße. Er muss wieder hin. Ne? Hier hat ja eine Quest noch. Für eine Schlittelkönigin oder so. Da ist noch eine Höhle, aber einen Schrein habe ich ja schon, okay. Naja. Und nehmen wir sind noch nicht fertig, ne? Also hier fehlt noch etwas. Ich meine, kann man ganz kurz hoch. Theoretisch wird es das ein Sigmund-Ding sein. Oh. Haben wir, glaube ich, schon gehört. Natürlich auch schon extrem wichtig, gerade bei so einem Open-World-Game, dass du halt siehst, ob eine Höhle hier abgeschlossen ist oder nicht, weil sonst hast du echte Probleme. Gut, Freunde, das war's also soweit. Wieder hier vom Spiel zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Televieren wir bereits mal hier hin, damit ich weiß, okay, nächste Part ist nochmal den Schrein unten abklopfen. Und dann würde ich sagen, in die Wüste, ne? Mal kurz zurückgehen. Zum einen für das eine Fossil, dann müssen wir noch den Strudel finden und müssen nochmal zurückgehen, wo ich noch das Sternsymbol habe, weil ich damals was vergessen habe. Genau, also mit Spaß und Spannung geht es hoffentlich weiter. Also das nächste Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Bis dahin, ciao zusammen!